Und ich auf jeden Fall merci, dass da kommen sieht bei dieser Pressekonferenz für ein Mal zum Logement. Wir haben relativ dax zum Logement geschwart, oft an den letzten Jahren. Das ist aber ein bisschen abgefallen, dass man in letzter Zeit Männer geschwart haben. Das vielleicht auch damit zu dienen, dass man Stoff gauf für zu reagieren, quoique. Mir durch den Gift aber von der Situation profitieren lo wie dat den Claude Maich bis mir konkret ginnas lacht wo an enger Party mesureuren an noch fir kleine Round abzumachen, fir ein klein Reaktion zu machen, den Gary Diedrich also Kosprecher werd ja no och méi op Proposen vum Claude Maich agon wat mir dazu zu so hunn an ich war doch noch zu klengen Resümé mache von dem wat zur Zeit noch immer lebt dann respektiv auch nicht lebt da par rapport auch zu dem wat nach das Lacht an der Chamber gestimmt gouf die weiter Verlängerung von den Steuermesure vom Gilles Roth am Wohnungsbereich, die mir als Steuerkadoen gesinn. Bon, dat war dann eben ufangs vun diesem Mond gouf eben vom Gilles Roth Rëmenkeier die Steuergeschenker, die mir schon wo se firchte Kämol afordert goufen aufgelehnt hatte, ball all aufgelehnt hatten. Das Keier auch hatte man trotzdem noch den bëlleschen Automat gestimmt an engem Wort separé. Mais weiterhin sie mat der Meinung, dass die Verlängerung 6 Maint retroaktiv vum Gilles Roth sie wird den Amortissement accéléré, sie wird Weiterfeierung vum Karton op de Plusvaluen an Amortissement accéléré eben justement auch op zwee fan, dat man dat alles afro stellen. Et hat den och bëssen den Andruck an der Chamber, wo dat och debatteiert gouf, dat Kee so richtig Druck lebt, also d'Opposition us net als Piraten, die trotzdem dofir gestimmt, ich den Andruck hat, dat ze och selber net Druck lewen, dat war bësse komisch. Me de no en vun der Debatte, die bësse movementéiert war, da och hat den noch den Andruck, dat der Gilles Roth net mis so richtig Dro gelieft huet, weil et versprach huet, dat et deskeier fir lacht ass dat die Steuermesuren weiterfeiert. Mir wësse jo och an dat gouf jo och festgehalen, dat die Steuermesuren sech neicht brut hunn. Also et war auch witzech, weil auch an derselter woch hat den Andruck, dat trotzdem weiterhin Kadoen Promoteure gemerk gin bis sogur an de Kulturminister ran, wo je auch nach ein Gesetzesprojekt gestimmt gouf, den wo sech de Staat all Kächten iwwerhëlt, war Sondagen archäologisch Sondage solle gemerk gin, wo ursprünglich Jo een Deel de propriétaire huet misse finanzéiere so go do iwwerhëlt de Staat all Kächten war de bisssen das vielleicht ein bisschen anekdotisch, mir trotzdem dat sieht schon relativ viele aus. Und wir werden auch noch op méi konkret Sachen am Naturschutzgesetz, weil do gouf ja auch gesot voilà, am Naturschutzgesetz du werde man alles vereinfachen, fir da doch miséier kind gebaut gin. Mir hunn aber dankcht, dat die Vereinfachung, die daran kind bestohlen, Wert bestoen an neisen an leider dat sech sinnvoll Moosnamen wat Protektion ugeht vum Naturschutz oder vun der Artevielfalt gifen aufgeschafft gin fir du no och können weiterhin betonieren nie wahrscheinlich dat weiterhin Preiser méi abordabel gin. Summa summarum huet den Andruck dann weiterhin dat Politik Kadoen Steuermesuren mcht fir Proprietären, fir Promoteuren an der Hoffnung, dat sie dann nur dann freundlicherweis méi an abordabel Wohningen kindnten investieren mit die Politik joch net so naiers die Seelen hier frichte Brut. Die aktuelle Situation im Wohnungsmarkt das da weiterhin ein Katastroph. Also wir merken dat joch, dat bei den bestoenden Wohnungen Dosinpreise zwar gefall nach immer net genug fir die heich Zinstoen zu kompensieren.
bei den Neubauten bei de WFAN do sind Preise wirklich nimme marginal gefallen sech me de Problem ass den dat awer de Volumen jo den as an de Keller gangen dat hecht dat die Großpromoteuren die versichen sech Kris auszusetzen wahrscheinlich an werden of ob sie vielleicht hier Margen noch können weiter beibehalen. Resultat von der Politik aus sech dat Doffer als Gefall mit Preise, die sind weiterhin ganz hoch, auch wenn sie wirklich relativ marginal gefallen sind. Konsequenz davon ist weiterhin, dass Leute oder dat Großteile von der Bevölkerung weiterhin müssen an der Lokation bleiben, aber wie man auch vorgesehen, dass der Preis der Loyer an der Lokation nach gewusst sind oder an der Abschiedverfall nach mehr wie die Inflation überhaupt gewusst sind. Resultat Leute verarmen sich weiterhin an dem sie Lokatären bleiben. Bon, dem kann die natürlich entgegenwirken, an dem sie das Mietgesetz reformieren. Das ist etwas, mir schon seit Jahren fordern, wo man auch schon an der Zwischenzeit relativ alt Proposition de loi déposéiert hatten, wo schon bald mitgehen, das so mehr, wo man der Meinung sind, dass den auf dem Niveau muss unbedingt intervenieren. Aber durch den Eindruck, dass die Regierung das auf die lange Bank zieht, ob Verfall, sie man dann nicht wirklich gewohnt gehen, ob du etwas noch könnt, sie haben das versprochen, vielleicht könnt ihr etwas noch, aber da sind wir noch gespannt zu sehen, in welche Richtung das geht. Aber die große Lust verspielt ihr nicht bei der Regierung, für die Leute zu enkadrieren. Ich meine, sie sind schon interne Dienst, oder vielleicht sind sie sich eins, dass sie das nicht machen wollen, aber den Druck von außen zwingt sie aber, müssen zu handeln. Das ist wie eine Regierung, die an einem Teufelskreis gefangen ist, weil sie einfach keinen Angriff machen an den Marché. Das Problem ist ja aber gerade, dass der Marché der Ursache ist von der Wohnungsnot. Und dafür müssen wir über den Loyersteckel diskutieren und das nicht permanent auf Mokuckstag reportieren. Da gibt es noch den anderen Volet, das ist den vom öffentlichen Wohnungsbau. Für Jahre schon haben wir gesagt, dass ein Defizit ungefähr bei 30.000 öffentlichen Wohnungen angeschaut wird. Das geht natürlich von Jahr zu Jahr immer mehr groß. Wir haben insgesamt zu Lützeburg 3.800 öffentliche Lokationen. Das ist 1,5% vom ganzen Wohnungsbestand. Aber wenn dann auch an Schmengen die doch am Pressedossier, da haben wir so ein paar Zahlen dran. Und in den Blick werft auf den Spezialfonds auch für abordable Wohnungen, da muss ich feststellen, dass über die letzten 4 Jahre an der Moyenne all Jahre 287 abordable Wohnungen auf den Markt gekommen sind. Wenn wir an dem Rhythmus bleiben, für zum Beispiel dann 30.000 Wohnungen zu haben, dann erreichen wir das Ziel am Jahr 2130. Weil das zur Zeit haut nicht viel hilft. Da kann ich noch am Pressedossier bei den Zöllen kann ich noch gesehen, wie groß den Dekalage war immer zwischen das, was geplant ist, also zwischen den geplanten Livraisons an den effektiven Livraisons. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Sozialbauträger, wie die kämpfen einerseits und einem mangelnden Bauterrain, das ist ja geplant, und das kann sich dann auch verschärfen mit den neuen Mesuren, wo der Gary nachher darüber zurückkommen, weil es auch Konkurrenz gesagt geht mit den privaten Promoteuren. Und dann haben sie auch oft sind sie konfrontiert mit Industriefrischen, was die Sache noch mehr kompliziert möchte, wie man das schon wissen, anhand von anderen Beispielen, wo es dann nach mehr Jahren braucht, für überhaupt können die Frischen zu viabilisieren und können ja nur darüber zu bauen. Das ist auch ein ganz großes Problem, weil wir wissen, dass der Fonds du Logement, das NHBM, dass händeringend noch Terrain sichern, mit sogar an einer
an enger Logementskommission erzählt, dat den Direktor vun der SNHPM selber sede geef selber Schelle gon und ihre fir Terren opzekaffen. Also mir zweifle net un ihren Engagement mit no hun se mat den Limiten ze kämpfen, die eben existieren. Die auch immer das Jommer dat Realität dat hat geplant an also dat hat geplant das Theorie an de Notrealität an wann den auch die Großzuen, die oft annoncéiert gëtt, zum Beispiel beim Spezialfonds, du stellen man fest, dat die effektiv Depensen u sech an der Vergangenheit, also an de Joren 21, 22, 23 firlächt Joerlein 4, die schwanken immer zwischen 170 und 183 Millionen Euro. Das heißt, das ungefähr immer dasselbe an absoluten Zöllen, an denen sich guckt, von den noch nach der Inflation mat beiberechnet, geht es sogar sich noch handeln. Bei den WFAen, bon, da geht weiterhin viel annonciert, geht schlussendlich wenig gebaut, laut pluriannuell sind immer 500 Millionen pro Jahr vorgesehen. An der Weg geht es immer echt auf 300 Millionen. Dabei hört den immer, es kann den aus sich an einer komischen Situation, wo die WFA-Programme, die war ja vorgesehen für Baubranche zu retten. Dazu könnt ihr noch nach einer Sache so, ich meine, wir werden demnächst auch nach Madana Propose kommen, weil wir noch ein paar die Gedanken dazu, wie die Baubranche retten, an dem sie noch einen öffentlichen Träger hat, den baut selber. Aber soit los immer an der Situation, der Million an der Krise. Wir haben auch den Abkauf von WFAen unterstützt. Wir sind noch der Meinung, dass das muss gedeckelt gehen. Aber mit der Zielsetzung, dass das auch alles an öffentlicher Hand bleibt, kann aber nicht so sein, dass Promoteure weiterhin auf große Margen bauen, denno hier abgehen, nicht lassen gehen, und denno wissen, dass selber so ein Opfangnetz haben, der Staat oder gewisse Gemengen, dass sie weiterhin nicht in der Situation ändern. Und das ist ja auch schlussendlich der Fall. Und wir hatten das Lasch doch, weil die wenig Gemengen, soweit ich weiß, die WFAen abkaufen mit gut eng, wo schon am Gemengerot sind, die Stadt, die das ja auch möchte. Und da hatten wir im Januar zum Beispiel eine komische Diskussion, aber wo Neubauten am Pfaffendal abgekauft sind. Und wir haben das mitgestimmt. Aber trotzdem wollten wir aber wissen, für sicher zu gehen, ob die Neubauten denno aber auch definitiv an Gemengenhand bleiben. Und das war nicht klar. Das ist noch nicht dezidiert, dass sie abgekauft gehen, und vielleicht können sie weiterverkauft gehen, und das ist an uns aber gar nicht ein Zweck von der Sache. Also, dass die Mesure geholt gouf, für eben an einer kurzer Zeit der Baubranche aus verschiedenen Ursachen können in den Term zu greifen, okay. Dass es denno aber weil man braucht ja, die Öffentlichkeit braucht ja öffentliche Wohnungen an Terren, dass man das nur auch an öffentlicher Hand bleiben, das für uns indispensabel. Und da muss ich sich vorstellen, auf was für eine Logik man da gefangen sind. Das heißt, geht in Richtung, dass du sich potenziell Perte vom Privaten sozialisiert gehen, wie so schön seht, dass du sich Sozialismus für die Reichen Betriebe gibt, am Platz für die, die es wirklich nötig hatten. Voilà. Und dennoch andere Kontradiktionen an dem selbsten Genre haben wir auch festgestellt an den Mesuren, die der Claude Meichel auch präsentiert hat, wo dann der Gary auch wird darüber ergehen. Merci David und den Ausführungen merkt den en effet, dass alles wat für Investisseuren und Promoteuren ass du gëtt wirklich geklotzt von dieser Regierung, natürlich du gëtt net gespurt, du gi viel Meier an de Grab geholt an noch ziemlich uncibléiert. Dat geht bisssen an alle Richtungen. Hauptsache den Effet d'annonce gëlt an probiert den Effet zu entwickeln, an den Effet haben wir auch gesehen, dass den immens relativ war an sich ganz klein gehandelt. Und dann, und das haben wir auch gesehen bei dem, was David gesucht hat, dass das alles, was abordabel Wohnungen ist, da sind wir aber noch immer bei pur Grimmeln, die da am Endeffekt rauskommen von den großen Annoncen, die gemacht gehen. Stichwort große Annoncen. Der Minister hat für uns 10 Tage gesagt, dass
mit den Änderungen, die nur an dem Gesetz gemacht gehen, 500 neue Wohnungen pro Jahr sollen entstehen, wenn wir aktuell bei Maximum 300, wenn überhaupt, sind. Das klingt dann nur ganz viel. Dann ist da aber noch immer nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen da mehr wie die 500. Das ist der nächste Konzert, der zweite Konzert ist. Wie realistisch ist es, mehr wie zu verdoppeln, das war den, also quasi bald zu verdreifachen, das war die bis pro Jahr geschaffen hat. Und ich meine, das muss ich halt ganz kritisch gucken und du musst ihn dann ganz schnell, also mehr stellen du ganz schnell fest, dass das ein Trump ist, den wahrscheinlich nicht wird so zur Wurscht gehen. Nur der ist, also wenn den großes Bild guckt, dann muss ich eigentlich einfach der Toten gesehen, wenn ihn am Detail guckt, obwohl noch immer kein Projekt de loi deposiert ist, weil der doch ein so schwierig mischt, Pressekonferenzen zu machen, nur so Annoncen, für was noch eins so ein bisschen wie lange gewartet vielleicht, aber das, was wir wohl wissen, dass eine Reihe Kleinänderungen kommen, die auch positiv sind. Das heißt, dass Akteuren aus dem Bereich, auch Sozialakteuren, können sich darüber freuen, dass sind okay Sozialen in Zukunft können gedealt gehen. Das heißt, dass sie nicht doppelt, dreifach, feierfach verschiedene Enqueten muss machen, die die nämlich Demandeuren, dass sie noch tolle für die energetische Sanierung zum Deal und Blut gehen, das geografische Schlag beim Terra respektiert, also in Konsideration geholt wird, was wichtig ist, weil die ist ja ganz unterschiedlich. Alles das sind natürlich gut Sachen, die ihn kann begrüßen. Wir müssen aber auch so, mit diesen Mesuren werden nicht viel mehr weiter Wohnungen geschaffen gehen. Das möchte denen Akteuren nicht einfach, aber die werden nicht dadurch über 20% oder sogar 50% mehr der Bemol durch produzieren will, die dort Vereinfachungen gekommen sind. Und ich gehe auch behaupten, dass das Gesetz nicht so schnell reformiert wäre, wenn es just durchs Gange wäre, an die Details sozusagen. Die Neuerung, die das potenziell Kind mitzuspringen, die den Minister Kurt Meisch auch dazu verlegt hat, die auch so zu machen, bis mit einer Milchmädchenrechnung, das ist die Entlohnung vom investierten Kapital, die Gemengen machen, in Zukunft auch soll angefordert gehen, das heißt, dass die 25%, die Gemeng selber beilädt, dass die auch kann remuneriert gehen, so wie das Gesetz es für noch für das Berlin vorgesehen wird. An die Mesure ist sicherlich richtig und die können wir nicht mehr unterstützen. Aber wahrscheinlich wird sie nicht dazu führen, dass sie Gemengen, die wie sie noch nicht envisagiert haben, Wohnungen selber zu kaufen oder zu bauen oder Terrain zu kaufen, dass sie das massiv werden machen. Wenn man guckt, dass ein Deputierte bei dem Debat auch von der Majorität sieht, dass man die 10 Kreisgemengen nicht sich kapabel fühlt, für da aktiv zu gehen, an die 90, die haben Druck kommen, das wahrscheinlich auch nicht Sinn, dann kann ihn da realement daran zweifeln, dass die Rechnung von Wege, weil 100 Gemenge 5 Wohnungen kaufen, dass man da 500 tun und dass sie da dann noch all Jahres machen, von den am Anfang weiß, dass die Prozedere mit dem Ministerium durchzugehen, den dauert 6, 9, 12 Monate, für überhaupt so eine Wohnung zu kaufen. Und dann ist das, müssten Claude Meijer selbst wissen, dass das nicht realistisch ist. Er hat den Tour durch alle Gemenge gemacht. Er kennt da vielleicht auch Chiffre viele, wer ein Gemenge gesucht und dass sie bereit wären, etwas zu machen. So haben er ja ganz viel gesehen. Das hat er aber nicht gemacht. Und das hat eben noch dazu dienen, dass die allermeisten Gemengen einfach die personellen Ressourcen haben, für an dem Bereich aktiv zu gehen. Etwas, was mehr aber schon am Februar 2023 gefroht haben. Wir haben gesagt, für die dote Baukrise zu reagieren, für die Logementskrise zu reagieren, soll das Ministerium eine Krisenmesure en place setzen, für die Gemengen an den ASBL Personal zu finanzieren, das lokal aktiv gehen Terrain. Weil ursach sind Gemengen aber die am besten Kinder auf ihrem Terrain aktiv gehen, die auch hier Gemengen entwickeln, urbanistisch aktiv gehen. Und das wäre eben ganz wichtig. Da kann ich also frohen, für was dann die Reform vom Gesetz, wann du vielleicht just Detailer korrigiert gehen oder Sachen, die
die zum Deel op der Hand geluch hätten. Aber die große Neuerung, die große Paradigmewechsel, den an dem Gesetz dran ist, das sind PPP, die lo möglich gemacht haben. Das heißt, es wird lo Minister von all Couleur, der DP inclus, als Tabu total ausgeschlossen an den letzten 2-3 Jahrzehnten, gëtt lo möglich gemacht, das heißt, dass Privatpromoteuren können mat de Subventionen vom Logement abordabel auch in Zukunft können Terrain kaufen, Wohnungen dort bauen, können verlohnen. Sie können die verlohnen zu Preise, die ënner dem Marchés Preis sind, aber iwwer dem Sinn wird Gesetz vom Logement abordabel vorgesehen. Das heißt, gëtt net forcément um Revenu von den Lokataires geguckt. Dat heißt, sie können dat schon sie kriegen dat aufbezahlt über die Zeit, wo sie dann eine Konvention haben. Nach kein Gesetz, wir gehen mal davon aus, die Konventionen gemacht vor 40 Jahren, wie auch bei den Gemengen oder bei den SBL. Nach 40 Jahren können die Wohnungen komplett sind an der Proprietät von dem Promoteur und die kann dann machen, was er will. Das heißt, nutzen mal über die 40 Jahre muss ein Terra de Steen aufbezahlt und da kann das ganz neinkehr zu dem Preis, zum dem Marchespreis von den da Goldneiker verkaufen, also eine Win-Win-Situation für den Promoteur an eng deuer Geschichte für die öffentliche Hand, an für allem eine Geschichte, wie wir schon hatten, dass dann Wohnungen verloren gehen, dem Logement abordabel, wenn wir am Anfang noch ganz weit von unseren Zielen sind, am Platz langfristig zu sichern. Das heißt, da sind wir als subventionierte Staat also Gewinnmarge von Giorgetti Co. Sie sind zweimal Gewinner an das Kado für die Kollege von der dotter CSVDP Regierung. Das Schlimmste ist aber noch, dass das ganz eng Mise en Konkurrenz wird bedeuten zwischen den öffentlichen und sozialen Bauträger an den dotte Privaten. Weil die Promoteuren, die kein Problem haben, für hier Terrain ein bisschen schlummern zu lassen, die werden zum Teil noch probieren, Terrain dann neu zu kaufen, weil ja auch Wolle vom Terrain geholt wird am Moment, wo sie kauft, und nicht die, wo für 30 Jahre kaufen oder mit denen einen großen Marsch will. Sie gehen da vielleicht neu kaufen, sie sind dann am Marsch von den Terrain en Konkurrenz mit denen, die schon keinen haben. Da ist ein HPM, dem Fonds de Logement, der Gemengen, den ASBL. Das wird zum Teil kann das sogar noch dazu feiern, dass die 300, die bis gebaut gehen, dass es da vielleicht noch stagniert oder rauf geht. Am Platz, dass in der 500 beikommen, wie der Teil behauptet wird. Das ist also wirklich ein Problem, und das möchte, dass der öffentliche Wohnungsbau riskiert, wirklich ausgehirrt zu gehen durch so eine Mesure. Bon, das ist etwas mehr Lomo zu dem dort neue Gesetz, was noch nicht als Gesetz leitet, zirkuliert in einem Projet de Loi, es gibt eine PowerPoint-Präsentation mit die dort Sachen, sie so angekündigt gehen, und wird sicherlich nicht dazu feiern, dass die dort Ziele auch richtig sind. Und ich meine, du kannst wirklich schon eine empirische Analyse machen, dass zwischen den Ankündigungen von der Dota, von der vierten Regierung, denen Zuelen die angekündigt sind und denen, wo rauskommen sind, immer eine ganz große Diskrepanz ist. Und das dreht doch nicht zur Glaubwürdigkeit bei. Die Leute gehen immer verträgt, dass die mit so großen Zuelen, dass endlich schon so etwas, und das wird sich aber leider noch nie bewahrheitet. Real Probleme brauchen also real Lösungen an die Hummerden, da wird verschiedene genannt. Die echt, die der Staat nicht viel kostet, also am Anfang nicht kostet, und die direkt wirkt, das ist die vom Deckel auf die Leute. Und das ist just eine Frage von politischer Volontät und Courage, und die brauchen so schnell wie möglich. Weil der private Marché ist ja bei weitem, also ist ja 98,6% also den private Marché, der Geld von dem Loyer geht, und da muss ihn da eure Preise erwirken. Die zweite Forderung, die wir haben, an die wir schon oft ausgedrückt haben, das ist, dass es mehr finanzielle Mittel braucht, für zu investieren an die Aktivität vom öffentlichen Wohnungsbau, und da muss man auch die überbrücken vom privaten Marché. Und da braucht der Fonds speziell mehr Moyen, noch für mehr Terrain zu kaufen,
aber nicht nimmen. Es braucht auch mehr Moyen für Personal zu finanzieren, die einfach lokal bei den Gemengen, bei den SPLen aktiv gehen, für die Wohnungen an die Terra sichern zu gehen. Am Altbau ist ganz viel do sind Preise am meisten Rufgegangen, weil also privat steht ja. Am manste können einfach der Bank so warten eure Bëssen an 20 Jahre wird der Preis gut sinn an der Mensch der Turbild vun der Marsch. Dat können die Privatleit net mehr. Dufir am Altbau am Bestand sind Preise am meschen Rufgegangen. Und du kind den auch aktiv gin, mit das méi klein Mist an dat mcht dawer auch viel aus, wann viel Akteuren aktiv gin op dem Bereich und dat mcht noch am Klimabereich viel aus. An Skift behaupten, dass man 2 bis 3 Millionen pro Jahr wat ridikül ist par rapport zu all den Steuermesuren, die du gemacht gin, giwen iwwer DW 2-3 Millionen fir Personalressource fir Gemengen an der SPL. Du giwe wirklich die 500 Wohnungen méi kreien pro Jahr, an déi kind de langfristig an der Hand vum öffentliche Wohnungsbau, vum abordable Wohnungsbau halen. Die andere Mesure, die direkt gif wirken, an die de Staat auch net viel gif kachten, an die wirklichste Prozentsatz von abordable Wohnungen giwer opsetzen, dat wär déi fir bei der PHP op 30% zu goen, wann man iwwer 10 Wohnunitéite sinn. Dat heißt, et kann de großen PHP, an do kann de private Promoter sein Deel gerne beidroen zu dem ganzen Defi. Da bauen sie ja auch, me da sind do de Prozentsatz an Lutsetz op 30%, aber bei 5 bis 9 Unitäten da sind do bei 15% Leiit am Platz zu den aktuellen Prozentsätze, die am Anfang ridikül sind, wann in die Ziele valorischen, die immer gesot gëtt, gëtt immer vum Wiener Modell geschwert dat sogar vun enger liberaler Partei am sinn awer ganz weit vun de mesureuren. Zu Wien du schwätze man bei PHP vu 50 bis 40% die Promoteure mussssen ofgin in öffentliche Hand und den abordable Wohnungsrecht. An sie hun da schon 25% an der öffentliche Hand. An Hai machen wir 15 respektiv 20% an der hun 1,4%. Das heißt, du sind Dausoen an Realitäten sind kilometerweit also nicht. Die wann Schweze vun den finanzielle Mëttlen an dem Personal, dann hecht dat fir allem Kapazitéite fir d Gemengen a fir die Interkommunalsyndikate. Dat doch ke wert, dats all Kleingemenge vun 3000 Awohner sech Lodo lacéiert allng, ich mein, du brauche doch Syndikater, du brauche eben spezialisiert Personal. An dann, wann in all die Sachen do an Plas huet, da muss ich noch regens van Soen Gemengen, der muss eure minimalen To vu Wohnungen einfach schaffen an ihrer Gemeng. Dat gëtt an den ganz viele Länder ginnet die Obligationune fir Gemengen an Schmengen die Breire doch zu Lützeburg für allem, dat se lummer dem dotte Gesetz enker méid Meier geschafe gin, dat gi kein finanzielle Exkuse fir wat en Gemeng dat net gif man. Wann dann nur nach Personal finanziert gëtt, ob manst fir eng Anschubzeit, dann da immer do richsche we. Schlussendlich de lachten Puzzlesteck war de brauch fir eng wirklich Wohnungsbauoffensiv an bezuelbare Wohnräumen entsteht, dats de vun der öffentlicher Baufirma. Ich mein, nach 4 Göster Radio heieren, dass 10% vom Personal dem Bausektor verlorengegangen ist durch die dote Krisenzeit. Wir haben schon bei der Faillite vom Cardoso gesagt, den soll man überholen, an die öffentliche Hand überholen, den ganzen Apparat, den ganzen Stuff. An Dommer sollen der sein HPM, von de Logement und so weiter viel mehr tributär sind, ob die Privatentreprise prioritär ob hier Chantier gi von ihre Promoteuren oder ob die öffentlich an allem hätte dann die Leute nicht verloren und hätte ein Perspektiv geschaffen für neue auszubilden an das mit der öffentlicher Baufirma soll bewirken, dass du gute Arbeitsbedingungen sind, mit Leute fidelisieren an dem Sektor, an all die Deparen an Pensionen, die Lohwerte kommen, auch viergebaut wird. Und das ist ein Schlüsselsteck für wirklich die Wohnungen zu erreichen, die immer annonciert gehen, am Anfang darüber rauszugehen und das zu erreichen, was man braucht. So, merci.